Kinder, Familie, 5 Punkte extra. Haben Sie gedient? Das ist eine Frage, die kennen junge Leute gar nicht mehr. Wenn du junge Leute fragst, haben sie gedient, sagen die, haben sie was? Die kannst du fragen, haben sie gedealt? Dann sagt er, ja, früher mal. Ja, komm, lass mal jetzt, komm. Haben sie gedient? Ja. 4 Jahre Zeitsoldat, sehr gut. 5 Punkte extra. Haben Sie irgendwelche Allergien? Ja, sagt er, ich vertrage kein Koffein, ich kann keinen Kaffee trinken. Ist das ein Problem? Nee, ich notiere das gerade, okay. Wie sieht es mit Ehrenamt aus? Hallo, Karnevalsverein, Vorstand, sehr gut, 5 Punkte. Letzte Frage, haben Sie irgendwas, was der Arbeitgeber noch wissen müsste? Sagt er, ja, ich habe einen Schwerbehindertenausweis, ich hatte mal einen schweren Autounfall, Beckenbruch, damals auch beide Hoden verloren, war jetzt nicht schön, aber ist kein Problem. Alles klar, ist notiert. Super, Herr Mattes, herzlichen Glückwunsch. Die Punkte reichen, Sie können Montag anfangen. Arbeitszeiten bei der Stadt Köln sind von 7 bis 16 Uhr. Reicht aber, wenn Sie dann um 9 Uhr da sind. Sagt er, Entschuldigung, wenn alle um 7 kommen, warum komme ich dann 2 Stunden später? Hey, wir sind bei der Stadt Köln, pst, öffentlicher Dienst. Die ersten 2 Stunden trinken wir nur Kaffee und schaukeln uns die Eier. Das kommt für Sie beides nicht in Frage. Ort ist sehr schön, kann Ihnen das ans Herz nehmen. Im letzten Jahr haben die mir zweimal das Navi aus dem Auto rausgeklaut, vor meiner Haustür. Kein Spaß. Beim ersten Mal habe ich es gar nicht kapiert. Habe mir ins Auto reingesetzt, dachte, hä? Loch im Armaturenbrett? Aha, die Technik geht voran. Jetzt ist das Navi schon ohne dein Auto Richtung Polen unterwegs. Schön. Diese Frauenstimme, sensationell. Nummer 3, Chantal. Die Frau hat einen Sexappeal beim Straßenvorlesen, das ist der Hammer. Da sitze ich so was von reusig im Auto, ehrlich. Ich stelle das ja auch immer ein, auch wenn ich nur einkaufen fahre. Scheißegal. Und ich glaube auch, Chantal merkt, dass ich sie gut finde. Immer wenn ich das Navi einschalte, sagt die zu mir, Ihre Route wird berechnet. Bei uns trifft sich die Welt. Bei uns waren auch letztens 2 zu Besuch aus den 9 Bundesländern. Einer war aus der Nähe von Berlin, einer aus Sachsen. Beide haben sich über ihren Beruf unterhalten. Der Berliner sagte, ja, was denn, Alter, ich hab einen super Job erwischt, wa? Ich bin Kraftfahrer vom Beruf, ja. Also ich fahre jeden Tag Berlin, Hamburg, Hamburg, Berlin, Berlin, Hamburg, Hamburg, Berlin. Das ist gut. Nö, sagt der Sachse, also, du. Ich fahre auch jeden Tag Hof, Halle, Halle, Hof, Hof, Halle, Halle, Hof. Sagt er, was denn, fährst du auch LKW? Sagt er, nee, Gabelstapler. Multikulti, international durch den Flughafen, da ist immer was los. Ein Freund von mir arbeitet beim Zoll. Der sagt, was meinst du, was da jeden Tag für Typen ankommen? Da ist letztens einer gelandet, ein Farbiger, der hatte einen Ausweis. Da konntest du von 100 Metern schon sehen, dass der gefälscht war. Und der Typ hat kackfrech statt seines Passfotos auch noch ein Bild von Leonardo DiCaprio da reingeklebt. Jetzt guckt er sich den Ausweis an, guckt den Typ an. Ausweis, Typ, Ausweis. Und sagt, Moment, ich bin in 10 Minuten wieder da. Ist mit dem Ausweis zu seinem Zollkollegen und sagt, hör uns, Dieter, ich habe einen Frage. Die Titanic. Ist die abgesoffen oder abgebrannt? Ich habe 2 16-Jährige gehört, da wirst du blass. Da sagte der eine, ey, ich bin voll der Checker. Ich habe alle Mädchen im Ports klar gemacht. Korrekt. Sagte, wie alle Mädchen im Ports? Kennst du eine Cheyenne Wagner? Sagte, warte, guck ich im Handy, warte. Cheyenne Wagner, Cheyenne Wagner kenne ich, krass. Hast du was mit der gehabt? Sagte, warte, guck ich. Gehabt. Hey, hab ich was mit der gehabt? Sagte, Moment, ist meine Freundin, bin ich nicht begeistert? Sagt, warte mal, begeistert? Nee, war ich auch nicht. Morgen früh fliege ich ganz früh mit der Marie direkt nach Berlin. Oh, wie schön. In der Bundeshauptstadt? Jawohl. Berlin ist wunderschön. Ja, das kommt doch mit. Nee, ich habe ja keine Zeit, aber wenn ich mitkäme, ich würde mir, glaube ich, als allererstes mal diesen wunderschönen Altar angucken, wo sie immer in der Zeitung von schreiben. Ja, jetzt. ist auch super. Der ist toll. schön. Ja, ja. Was für ein Altar? Pergamon Der Pergamon-Altar, genau, der ist schön. Das ist aber lustig, was? Wieso? Ja, da heißt der ja genauso wie das Papier, wo ich mir immer der Butterbrotens drin einpacke. Nein. Nee, Moment. Pergamon, oh, habe ich rollenweise zu Hause. Pergamon-Papier, Nein, musst du sehen. Jübchen, das Papier, wo du deine Butterbrote einpackst, das heißt Pergamentpapier. Genau. Jupp, da verwechselst du was. Also pass auf, das sind ja die Flecken, die du so auf der Haut kriegst, wenn du was älter bist. Bitte? Da kriegt man die Pergamentflecken. Ach nee, Jübchen, bitte. Hör auf. Die Flecken, die du auf der Haut hast, das sind Pigmentflecken. Das sind Pigmente. So eine Quatsch, das sind doch die kleinen Männlein, die durch den Urwald laufen und die Leute mit Glasrohr kaputt schießen. Jübchen, bist du denn nun völlig bekloppt? Die kleinen Männlein, von denen du redest, die heißen Pygmäen.
Nun blamier dich bitte nicht ganz. Wieso? Also, meine Damen und Herren, der Jupp interessiert sich nicht so sehr für Sport. Aber ich gucke mich jedes Jahr die Tour de France an. Und da kannst du sehen, wie sie mit den Fahrrädern über die Pygmäen fahren. Typchen, ist das denn zu... Und der Jan Ulrich ist auf einer Pygmäe gestürzt. Das habe ich Nein, selbst Typchen, gesehen. bitte hör auf! Da, wo die im Sommer mit die Fahrräder drüber fahren, das sind die Pyrenäen. Pyrenäen. Pyrenäen habe ich vor 2 Jahren mit dem Marie vorgestanden. Es war schwer so oben raufgelaufen in Ägyptien. Wo? In Ägyptien. Die Cheops-Pyrenäe, die größte Pyrenäe, die dabei ist. Jüppchen. Die Dinger, die aussehen wie die Tetrapacks. Ich hab's doch selbst gesehen. Nein, Jüppchen. Jüppchen. Die Dinger, wo du mit der Marie in Ägypten vorgestanden hast, das waren nicht die Pyrenäen. Du hast vor den Pyramiden gestanden. Du bist ein Ferkel, Jupp. Bitte? Wieso? Ach, das sind doch die knubbeligen Pfoten, die man hat. Das weißt du doch ganz Jüppchen, bitte! Ist nicht auszuhalten, Jüppchen, was du da erzählst. Davon die Knubbel, von denen du redest, das sind Hämorrhoiden. Hämorrhoiden. Guckst du keinen Wetterbericht? Jeden Tag sagen sie, schlechtes Wetter von den Hämorrhoiden. Da kommt das her. Jawohl. Die sagen schlechtes Wetter von den Hebriden. Richtig. Inselgruppe oberhalb von Schottland. Oberhalb von Ja. sind der Haflingerinseln. Bitte? Da weiß doch jeder. Oder wie heißt das Pferd? Shetland heißt das Shetland, Pferd. genau. Da ist doch nicht so gelaufen. Jüppchen, könnten wir uns vielleicht darauf verständigen, dass du besser nur bis Berlin fliegst und nicht bis nach der Shetland? Ja, Das kann ja nichts geben. Ich hab doch mit der Pergament ja nicht angefangen. Na, woher doch? Zumal wir jetzt demnächst noch 40-jährige Hochzeitstag haben. 40 Jahre. 40 Jahre. Ihr seid 40 Jahre verheiratet? Ja. Junge, das schafft nicht jeder. Nee, aber ich meine, wir verstehen uns ja blind. Wir haben auch immer noch die schönen Handtücher, die du uns damals für die Hochzeit geschenkt Ja, hast. das habe ich gehört. Ja. Gute Qualität. Ja, und da waren auch wirklich schöne Handtücher. Und da hatte man ja extra die Buchstaben noch drauf sticken lassen. Da war schon toll. Moment, was für Buchstaben? Ach, wir hatten, weißt du, auf das eine Handtuch hatte man ein großes A drauf sticken lassen und auf das andere ein großes G. Ja, super. schön. Sind aber, ach, schön. Das sind aber auch nicht die Anfangsbuchstaben von Jüppchen und Marie. Nein, wie intelligent, Josef. Nein, das sollten sie ja auch nicht sein. Ja, was Nein, denn? ich sprach jetzt noch mit der Marie und da sagte sie, Jupp, sagt sie, ich bin begeistert, auch nach 40 Jahren. Ich nehme immer noch das Handtuch mit dem A für das Antlitz und das mit dem G für das Gesäß. Also ein Traum. Das kann ich verstehen. Moment mal. Tolle Idee. Was? Also ich nehme seit 40 Jahren G für Gesicht und A für A. Jüppchen, bitte. Heute gibt es ja sowieso nur noch 2 Arten Fußgänger, die Schnelle und Tote. Das ist Tatsache. Hey? Wenn Sie heute auf der anderen Seite wollen, dann müssen Sie drüben geboren sein, anders kommen Sie nicht rüber. Also, mein Nachbar, der Neureiche, 600er Mercedes, 12 Führerscheine. Wenn der in so eine Razzia reinkommt, der hält gar nicht an, der macht das Fenster auf, schmeißt einen raus, fährt weiter. Ehrlich, ne? 3 Nummernschilder hat der, eins vorne, eins hinten, eins unten. Ich sag, warum? Sag, wenn ich jemanden überfahre, soll er sehen, wer es war. Also ich habe vor ein paar Tagen, ich habe ja ein Buch gelesen letzte Woche, sowas von traurig. Mein Sparbuch, ne? Pass auf. Nee, die haben ja meine Bank, haben sie neu renoviert. Bei der Gelegenheit haben sie mein Konto mitgestrichen, ne? Also, nun gehe ich ja öfters zur Bank mein Füllfederhalter füllen und wie ich das... Was da für Typen reinkommen, Mensch. Da kam einer letzte Woche in Westfalen, viereckigen Kopf, ne? Pass auf. Wenn Sie mal Hammer, haust du drauf, sagt er herein. Hatte Scheck in der Hand, gab dem Kassierer den Scheck, sagte, den möchte ich gerne einlösen wollen. Er sagt, da müssen Sie hinten unterschreiben. Sagte, warum? Er sagt, wenn ich den Scheck einlösen will, dann müssen Sie hinten unterschreiben. Er sagt, ich kann unterschreiben, wo ich will, das ist doch mein Scheck, wohl? Nein, sagt er, das geht nicht, dann müsst ihr sagen, Moment, der Präsident, der Direktor, die schreiben alle vorne drauf. Warum soll ich hinten drauf schreiben? Er sagt, das ist so Kostüm, das ist mir egal, gegen eine andere Bank. Das ist ja eine andere Bank, genau dieselbe Arie. Der Kassierer hat die Nerven verloren, hat einen Gummiknüppel genommen, hat einen über den Regen und er sagt, Sie sollten hinten unterschreiben. Jawohl, zack, 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 zack. Hat hinten unterschrieben, hat seinen Moos gekriegt. Ist er wieder zurück in die andere Bank, sagt der Kassierer, na, haben Sie Ihr Geld gekriegt? Sagt er, ja. Sagt er, haben Sie hinten unterschrieben? Sagt er, ja. Ja, sagt er, warum haben Sie bei mir das denn nicht gemacht? Ja, sagt er, Sie haben mir dann auch nicht richtig erklärt, ne? Hier, meine Damen, da kam der Größte rein, Herr Neureich. Halbe Brille, Monokel, zack, zack. Geschlachtetes Sofa auf dem Mantel, hier oben, so hier. Ging auf den Kassierer zu, sagte er, mein Name ist Schmidt, ich möchte gerne ein neues Scheckheft, Sie Arschloch.
Sagt er, wie bitte? Ich möchte gerne ein neues Checkheft, Sie Arschloch. Der hin zum Direktor sagt, stellen Sie mal vor, Herr Direktor, da drüben, da steht einer, der tituliert mich. Nein. Sagt er, schmeißen Sie die Typen doch raus, hören Sie mal zu. Sag ich, einiges können wir doch hier nicht gebrauchen. Was will der denn? Sagt er, will ein neues Checkheft. Sagt er, wie heißt der denn? Sagt er, Schmidt. Sagt er, hat er bei uns ein Konto? Sagt er, jawohl. Sagt er, wie hoch? Sagt er, 800.000 Mark. Ja, dann geben Sie ihm noch ein Checkheft, Sie Arschloch. Ja, Junge. Nee, da kann man Typen, wenn man so lokal sitzt, da kommen ja Typen rein. Das Lokal hatte eine Drehtür. Pass auf, kam einer rein, total besoffen. Durch die Drehtür, klatsch gegen den Tresen, doppelten Whisky. Sagt er, wir verkaufen nichts an Besoffene. Wiedersehen, ja, rein in die Drehtür. Psst, einmal rum, klatsch wieder gegen den Tresen. Flasche Wein. Sagt er, wir verkaufen nichts an Besoffene. Wiedersehen, er wieder rein in die Drehtür. Psst, wieder rum, klatsch gegen den Tresen. Flasche Sekt. Sagt er, wir verkaufen nichts an Besoffene. Sagt er, sag mal, gehören dir denn alle Lokale in Köln hier noch? Typen! Hier, meine Damen, da kam der Größte rein, Emmels hier, der hatte seinen Arm, den hielt er so. So, pass auf, kam der rein. Ja, der war, einen doppelten Whisky, bitte. Weg war er. Noch einen. Weg war er. Ich gehe auf den zu, ich sage, entschuldigen Sie vielmals, was haben Sie denn mit Ihrem Arm gemacht? Mensch, da hat mir einer meinen Teppich geklaut. Typen! Nee, aber man soll es lassen, wenn man fährt, also nicht Alkohol, ne? Weg vom Steuer, ehrlich. Ich hab's erlebt jetzt letzte Woche hier in Köln, frontal, direkt gegen den Mann. Puch, 4 Mann stiegen aus, zum Glück nichts passiert. Polizist war gleich da, sagte, meine Herren, ich hab's gesehen, wer von Ihnen hat gefahren? Sagte, das ist es ja, Herr Wachmeister, wir haben alle 4 hinten gesessen. Ah. Das Typen, ne? Aber das sicherste Fahrzeug ist immer noch die Straßenbahn, ehrlich, ne? Ich will ja keine Reklame für machen, aber es ist sicher, ehrlich. Ich hab's erlebt letzte Woche noch hier, ich fahre ja öfters mit der Tram. Nur eins muss ich sagen, das Gedränge ist nicht mehr so da, wie das früher war. Nach Büroschluss, 5 Uhr, man stellt sich in Reihe und Glied, ganz auf Englisch, hat man gelernt, hier, flott. Ah, stand als erste von eine junge Dame, hatte so einen hautengen Maximantel, hinten so große Knöpfe. Jetzt hätten sie das Drama erleben müssen, als die Straßenbahn kam, wollte die einsteigen mit dem engen Ding. Kriegt den Fuß nicht hoch. Hat sich so nach hinten gebeugt, hat sie einen Knopf aufgemacht, immer noch nicht. Hat sie einen zweiten Knopf aufgemacht, nee, immer noch nicht. Jetzt stand ein junger Mann hinter ihr, dann haben sie so eine Architektur und bums war sie drin. Ich sage, die war vielleicht sauer. Die sagt, was erlauben Sie sich? Ich kann mich doch nicht einfach so unsittlich berühren. Ja, so, dann kommen Sie, ich lass mal von Ihnen eine ganze Hose aufknöpfen hier. Ich war im Urlaub auf Mallorca in Sarcoma. Ach, so krank warst du. Ich war doch nicht krank. Das, so heißt doch der Urlaubsort. Ach, war schön. War schön. Freut mich für dich. Weißt du, was ich da gemacht habe? Keine Ahnung. Stell dir vor, ich habe eine alte Frau mitten im Berufsverkehr über die Straße gebracht. Mhm. Und wie alt war die Dame? War so circa 80. Mein Gott, hier sind alle so ran, ehrlich. Da sollst du der Leverenz ein Beispiel dran nehmen. Pass mal auf, mein Freund, ich war auf Hawaii. Du warst auf Hawaii. Aloha. Ja, was heißt das dann? Das heißt Küste Hügel, Küste Morgen. Aloha. Ich habe eine ältere Dame vom Ertrinken gerettet. Da hast du bestimmt was Verdienstkreuz gekriegt. Schlimmer, ich habe eine Fresse reinkriegen. Wie von der Frau? Von dem Mann, der kann dich ja nicht. Der Kerl ist noch frisch geworden. Was hat er dann gesagt? Er meint, der könnte sich ja Schwiegermutter und Schwimmen selber beibringen, ja. Ja, weißt du, wenn man so älter wird, dann hat man ja ganz ab und zu Wehwehchen, ne? Naja, das geht schon ins Schwür, ja. Ja, stell dir vor, ich habe mir vorige Woche meine Sympathikus eingeklemmt. Weißt du, was das für Rundbingen sind? Oh. Das sind Schmerz. Ja. Wie kann man sich dann das Sympathikus einklemmen, hör mal? Im Sitze beim Fahrradfahren. Beim Radfahren? Ja, und immer wenn ich durch den Wald fahre. Ah. Da sind ja so viele Hubbele. Oh. 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 Durch den Wald? Ja. Kannst du mir denn sagen, was ich da je mache, so? Immer wenn du mit dem Rad fährst, hast du das Sympathikus eingeklemmt? Immer. Mach doch so eine Sattel auf das Fahrrad, was hältst du davon? Du hast da wieder Gran Canaria? Ich war auf der Insel Bacca de Catalaca. Wo Ich war am da? Strand. Da habe ich mich angepasst, habe ich mir eine Tanga angezogen. Ach, Eine Tanga. da war ja ein Neid am Stand, ich den Tanga anhatte. Ach, Warum war dann da nein? ich hatte den Verkehr drum an, da war ja.
Warum lachen Sie? Sie haben doch ja nichts gesehen. Am Strand hat keine gelacht. Die haben mich erkannt und haben gesungen. Was haben die dann da gesungen? Lingelingeling, da kommt der Eiermann, jawohl. Ich habe schon Chester-Maschinen geflogen, Karibik, Nassau, Cat Island. Da war eine Chester mit 6 Damen an Bord. 6 Damen? Scheiße, hab ich vergessen zu tanken, das war ein Problem, du ehrlich. Ja, was war dann da? Da musste ich notlanden auf einer unbewohnten Insel. Unbewohnt? Vorher. 6 Frauen. Ich ganz alleine. 6 Frauen. 6 Jahre verschüttet. Ich kann das Wort Sex nicht mehr hören. Und die hatten alle eine Bambushütte, die waren Kilometer weit auseinander. Und jede Frau wollte mich haben. Das war eine Lauferei, kann ich das sagen, du. Was meinst du, dass wir ärmste Füße wehgetan haben? Aber sonntags hatte ich frei, Junge. Ja, was hast du denn da gemacht? Hab ich auf den höchsten Berg geklettert, hab geguckt, ob Hilfe kam. Ist da noch Hilfe gekommen? Nach 4 Jahren ein Mann auf einem Floß. Ich war so glücklich. 3 Tage frei in der Woche. Ich an den Strand, hab den umarmt, der hat mich gar nicht mehr losgelassen, der Junge. Ich sag, wie heißt du denn? Ich heiße Detlef. Ja, und da? Da war mein Sonntag auch hin, ist doch klar, oder? Ich habe jetzt in 14 Tagen Englisch gelernt. Kannst du das verstehen? Nicht? Komisch, die Engländer auch nicht. Du, das Und das ist so einfach. My Fair Lady heißt meine 4 Frauen. Old Man River, alle Mann rüber. Liverpool, lieber Paul. Auf Französisch habe ich in 8 Tagen gelernt. Das ist ja noch leichter. Logische Sprache. Le Tinef, das Hochzeitsgeschenk. Die Sünde, la chaise longue. Der Sexshop, la boutique de Ferkelage. Was habe ich noch gelernt? Der BH, la jalousie de Titi. Und meine Frau, die will da auch nicht mehr hin. Bloß wegen der Mücken. Verstehe ich gar nicht. Die war noch nie so umschwärmt. Nee, wir hatten da gezeltet, nicht? Und, oh, das war ein Surner in dem Zelt. In der ersten Nacht, da sah die schon aus wie eine deutsche Behörde. Ja, es gab keine Stelle, die nicht bestochen war. Nicht? Ich könnte denen in Bonn alle Probleme vom Tisch fegen. Ich habe mich da schon beworben als Bundestagsabgeordneter. Was haben Sie denn gelernt? Ich sag nichts. Ja, da macht das wohl klappen, da brauchen wir Sie nicht umzuschulen. Nicht? Bundeshaus, da kommst du ja nicht mal mehr rein. Der Herbert Wehner, der lag unten quer vor der Tür. Ja, nun hatten die Hochwasser gemeldet und dann dichten die das immer ab mit alten Säcken, nicht? Ich verstehe die Welt nicht mehr. Meine Eltern hatten mich gut erzogen und durch so einen miesen Eisenbahnschaffner bin ich aus der Bahn geraten. Ich hätte im Zug eine Frau belästigt. Das kann ich doch nicht mehr machen. Wir waren ja auch ein Triebwagen. Von wegen reserviertes Abteil. Ich konnte nicht mal meinen Koffer loswerden. Da saß einer im Gepäcknetz und schlief. Den habe ich da erst mal rausgeholt. Was wollen Sie überhaupt? Ich habe doch eine Netzkarte. Da habe ich ihm eine geknallt. Ich sag, hier, ich habe eine Zuschlagkarte. Das wird hier in Münster immer teurer. Ich habe mit meiner Frau hier übernachtet. 100 Mark. Der Hotelier sagt, wieso? 2 mal 45 Mark die Übernachtung, 2 mal 5 Mark ist Frühstück. Ich sag, Frühstück. Wir haben doch gar nicht gefrühstückt. Stand aber im Frühstückszimmer für Sie bereit. Wenn Sie nicht hingegangen sind, ist doch nicht meine Schuld. Ich sag, dann kriege ich ja von Ihnen jetzt auch 100 Mark, weil Sie heute Nacht bei meiner Frau auf dem Zimmer waren. Das ist eine Unverschämtheit, ich kenne Ihre Frau doch gar nicht. War aber heute Nacht hier im Hause, wenn Sie nicht hingegangen sind, ist doch nicht meine Schuld. Und Mamas größtes Vergnügen war jedes Jahr ein Kind zu kriegen.
Bei 7 sagte sie, es reicht. Da war auch Papa überzeugt. Es seht, davon werde mir nicht reicher, auf morgen schlafe ich Speicher. Da meint der Mann, die das gehört, da drüber bin ich nicht empört. Wenn du meinst, das nützt uns jetzt, ja nicht mit noch auf ein Bett. Bei uns zu Hause ist das anders. Wenn wir alle zusammen sind, ist das Zimmer voll. Kam mein Onkel mal und sagt für den Papa, bei all den Kindern hältst du doch noch ein Ente? Sagt der Papa, das ist kein Ent, das ist der Klappenstorch. Der hat sich bei uns die Füße abgelaufen. Aber in letzter Zeit ist der Oma ein bisschen der Neffe. Die Tag, wo sie mit mir in der Kirche, sie kniet neben mir, hätte Hängchen gefallen. Ein Würstchen dazwischen. Ich sage, Oma, was meinst du mit dem Würstchen? Ach, setze Hänschen, da habe ich daheim mit die Baby in den Zug geschmissen. Die Mama hat ja noch mehr Kinderchen gehabt. Aber beim Pap war nix mehr. Seht die Schmitz von nebenan für die Mam, sie müssen ihn viel mehr reizen. Sie müssen ihn ins Vordere. Dann sind sie schwarznäcklich an. Legen sie auf der Couch. Hat sie getan. Der Pap könnte sitzen, da liest er auch es jetzt mit der Oma. Die ganze Woche hat der Mann wie geübt. Mit einem Rudenäckliche. Mit einem blauen Näckliche. So ja mit einem grünen. Nix. Samstags ist so das ganze Jahr. Hätt sie sich spuddelblank auf der Couch geladen. Der Pappgüderin sagt, der Mann fällt nix ab. Doch, sagt der Papp, das Hautfarbene steht am besten. Das könntest du nur noch ins Bügeln. Aber ich spruch mir heute Abend nicht zu bügeln. Ich bin in Form. Und ich möchte mich für all die 50 Jahre, die ihr mit so gehört hat, bedanken. Ich danke euch von Herzen und wünsche ich dafür Glück, Gesundheit und Freude. Seitdem es im Fernsehen Fußball gibt, ist Fußballgucken sehr beliebt. Obwohl so mancher ja nicht weiß, warum ein Fußball Fußball heißt. Drum hat für euch, ihr meine Lieben, der Berti Vogts ein Buch geschrieben. Da habe ich vor, draus vorzulesen, Dein Ball, das unbekannte Wesen. Also, der Lederball, das weiß nicht jeder, hat innen Luft und außen. Das stimmt, ja. Das Leder außen ist vonnöten, sonst ging die Luft von drinnen. Doch andererseits wäre ohne Fülle das Leder eine Leere. Sag mal, kennt ihr das Buch? Der Anpfiff, der kommt immerhin exakt genau zum Spielbeginn. Ja, der Abpfiff findet später statt, wenn das Vorspiel mal ein Nachspiel hat. Das Dress, so nennt man die Bekleidung, dient A zur Gegnerunterscheidung und B kann man mit solchen Sachen auch werbewirksam Werbung machen. Das heißt, dass der das bemalt, zum Schluss den ganzen Dress bezahlt.
Insbesondere alte Herren, die sponsert man besonders gern. Bezüglich Unfall und Vererbung grenzt sowas schon an Bandenwerbung. Das Spielfeld hat seit alten Zeiten 2 kurze und 2 lange, ist also praktisch mathematisch seitlich länger als quadratisch. Da, wo die kurzen und die großen Seiten aneinander entsteht durch den Zusammenschluss von Tangens und von Kokosnuss, wer war das? Entsteht durch den Zusammenschluss von Kotangens und Tetanus am Ende einer jeden Strecke eine Spitze und die nennt man Ecke. Damit der Spieler das behält, ist da eine Fahne aufgestellt. Dann ist da vis-à-vis von dieser, das heißt am Ende von der Wiese, mal aus Balken, mal aus Rohr, das sogenannte Fußball. Das Abseits, was mancher niemals nie begreift, warum, wieso man Abseits pfeift. Darum will ich jetzt einmal probieren, euch das einmal zu explizieren. Abseits ist zum Beispiel so, von drüben kommt ein Libero. Der drischt nach vorne einen Pass. Der Torwart denkt, da tut sich was. Kommt langsam aus dem Tor nach draußen, links außen lauert ein rechts außen. Der fängt jetzt an zu überlegen, eilt dem Ball ein Stück entgegen, steht plötzlich ganz allein vom Tor, er nimmt das Leder volles Rohr, da greift der Schiedsrichter zur Pfeife. Siehste, das ist was ich nie begreife. Ihr jetzt wisst, wie Fußball geht und was das ist, da wäre somit alles klar. In diesem Sinn, hip hip. I love you, thank you very much. Merkel Angela, die Frau mit der verhaltenen Leidenschaft. Also diese... Das ist eine rasante Frau. Hören Sie mal, die rasiert Leute so schnell, dass sie gar nicht gemerkt, dass sie geschnitten wurden. Fahren Sie mal den März. Staatsbegräbnisse, das ist mein Tag. Blumengestecke, Reservierung. Stellt euch mal vor, dem Schröder und dem Fischer würde gleichzeitig was passieren, was Gott verhüten möge. Das Staatsbegräbnis, stellt euch mal das vor, ich müsste ja 3 Bänke für die Witwen reservieren. 4 Jahre APO für die Liberalen, den Preis müssen wir bezahlen. Das, was kein Politiker mag, Hausverbot im Bundestag. Mancher meinte, die FDP sei überflüssig, der Bürger ihrer überdrüssig. Schließlich sei Freiheit doch selbstverständlich und somit die Geschichte der Liberalen endlich. Nun, kaum sind wir aus der Regierung raus, teilen die schwarzen Sheriffs wieder aus. Daten wollen sie auf Vorrat halten, sich in die Privatsphäre von euch Bürgern schalten. Doch wenn die gesammelten Daten in die Öffentlichkeit geraten, ist so mancher übel dran. Zum Beispiel der Ehemann, dessen Gattin erfährt, dass da noch eine andere Liebe gärt. L'amour bringt nicht nur bei Franzosen Bewegung in Politikerhosen. Ja? Ich habe mal hier in Köln eine Taxifahrt gemacht, da habe ich noch einen mitgenommen, einen Amerikaner. Wir kommen hier über die Aachener Straße am Müngersdorfer Stadion vorbei. Sagt er, oh, what is that? Sagt, das ist das Müngersdorfer Stadion, das haben wir umgebaut. 40.000 Zuschauer in 1,5 Jahren, außer wir in Amerika.
wir bauen ein Stadion für 100.000 Zuschauer in einem Jahr. Jetzt kommen wir an der Köln Arena vorbei. Sagt er, oh, sagt er, what is that? Sagt, das ist die Köln Arena, 18.000 Zuschauer haben wir gebaut in 2 Jahren. Oh, sagt er, wir in Amerika, wir bauen eine Arena für 50.000 Zuschauer in 6 Monaten. Ich denke dem Grüße. Wir kommen am Kölner Dom vorbei. Sagt er, oh, sagt er, what is that? Ich sag, kann ich dir nicht sagen, ich bin seit vorige Woche hier nicht mehr vorbeigekommen. Naja, wir brauchen in dieser Zeit auch Optimisten und keine Pessimisten. Gibt zwar Optimisten, die sagen, in einem halben Jahr gehen wir alle betteln. Aber die Pessimisten sagen, bei wem? Ich höre es doch jeden Tag. Die CDU sagt, die SPD hat keine Ahnung. Die SPD sagt, die CDU hat keine Ahnung. Und das Schöne daran, die haben beide recht. Ja. Was haben die uns vor der Wahl erzählt? Was? Mit Schröder auf der Überholspur in die Zukunft. Von Geisterfahrer hat keiner gesprochen. Vor Wochen hat er noch gesagt, wenn das einer besser kann, soll er es machen. Was soll man mit 80 Millionen Kanzler? Ich meine, ich habe da nichts mehr mit zu tun. Ich habe die Rente durch. Riester-Rente. Kennen Sie das? 225 Möglichkeiten, kein Geld zu kriegen. Ja, ich habe mich damit abgefunden. Ich werde nach meinem Tod noch ein bisschen arbeiten, damit ich im Alter was auf der hohen Kante habe. Ich habe schon an der Theke mit einem gesprochen. Wir haben einen Kölsch getrunken. Sagte, ich habe nur Pech gehabt, nur Pech. Ich wollte mir das Leben nehmen. Ich habe mich vom Zug geschmissen. Kam kein Zug, kennst ja die Bundesbahn. Da wollte ich mich aufhängen, ist der Strick gerissen. Und dann habe ich mir Gift ins Bier getan und jetzt trinkst du das. Nur Pech, ne? Aber eins weiß ich, Deutschland wird Fußball-Weltmeister. Yeah. Unsere Schiedsrichter machen das schon. Und dann der Schröder, den kennen Sie doch, ne? Der größte Liebhaber Deutschlands. Unter dem stöhnen Millionen. Hier, der Joschka Fischer, der meint auch, wenn er 25 Mal verheiratet ist, hätte er silberne Hochzeit. Ich war gestern noch in Ostfriesland. Ostfriesland kennen Sie ja, ne? Ein breites, flaches Land. Kannst am Mittwoch schon sehen, wer am Sonntag zu Besuch kommt. Ich habe da einen Onkel, 80 Jahre, der war jetzt beim Doktor. Ja, hören Sie mal, Herr Doktor, ich packe das nicht, ich packe das nicht. Meine Frau ist schwanger. Doktor, Hut ab für ihn, 80 Jahre. Ja, hören Sie mal, Herr Doktor, das pack ich nicht. Meine Frau ist 35 und ich bin 80 und die ist schwanger, das pack ich nicht. Ja, Doktor, hören Sie mal, da muss ich Ihnen mal eine Geschichte erzählen. Stellen Sie sich mal vor, Sie sind Jäger. Sie gehen durch den Wald, kommt Ihnen ein Hase entgegen. Sie haben keine Flinte mit. Sie nehmen Ihren Spazierstock, legen an, sagen Ping und der Hase fällt tot um. Hören Sie mal, Doktor, jetzt wollen Sie mich wohl am Arm nehmen, wa? Da muss doch wohl ein anderer geschossen haben, sagt der Doktor. Sehen Sie, jetzt packen Sie es doch. Alle, die in der Öffentlichkeit stehen, die werden doch jetzt heimlich fotografiert. Ne? Sie haben den Papst heimlich fotografiert. Er bohrte gerade in der Nase. Er schrieb einen Brief an die Korinther. Der Papst hat hier jetzt Besuch gehabt, nicht? Da waren die Werbefachleute von Coca-Cola da. Haben die gesagt, lieber Papst, wir geben Ihnen 50 Millionen $, wenn Sie das Wort Coca-Cola mit ins Vaterunser einbauen.
Hat der Papst gesagt, unmöglich, unmöglich. 8 Tage später waren die wieder da. Haben sie gesagt, lieber Papst, wir geben Ihnen $100 Millionen, wenn Sie das Wort Coca-Cola mit ins Vaterunser einbauen. Da ist er nervös geworden, unser Papst. Hat er seinen Sekretär gerufen, hat gesagt, hör mal, Jakob, was haben wir eigentlich damals von den Bäckern bekommen für unser tägliches Brot? Ich habe ja Verbindung gehabt nach oben. Ich habe gesagt, lieber Gott, warum ist meine Frau so schön? Kommt die Stimme von oben, damit du dich für sie interessierst. Ich sag, lieber Gott, warum hat meine Frau so ein liebes Wesen? Kommt die Stimme wieder von oben, damit du dich in sie verliebst. Sag, lieber Gott, und warum ist die so blöd? Kommt die Stimme wieder von oben, die muss sich ja auch in dich verlieben. So ist es, meine Frau. Ich habe meine Familie vergrößert. Meine Frau hat Zwillinge bekommen. Ich habe sie vorgestern im Krankenhaus besucht. Die hatte die beiden Bengel im Arm. Ich war nervös. Mir jitschten die Tränen aus den Augen. Ich sag, Frau, ich habe es nicht gewollt. Setze, beruhig dich, du hast es doch nicht getan. Nee, ich sag immer, ein Bier, 2 Schnaps, hast du 0,5. Eine Frau, 2 Kinder, hat man 0, nix. Meine Frau sagt zu mir, das hast du alles aus dem Fernsehen. Du gehst jetzt mal raus in die Stadt und kaufst mal was Ausgefallenes zu essen. Du gehst jetzt mal in die Stadt und kaufst Schnecken. Ich bin in die Stadt gegangen, ich habe 40 Schnecken gekauft. Habe ich mir alle in die Tasche getan. Auf dem Heimweg habe ich noch einen Kumpel getroffen, haben wir 1, 2, 3, 4, 5 Stunden Bier getrunken. Oh, da fehlen mir die Schnecken. Ich denke, deine Frau reißt dir den Kopf ab. Ich nach Hause, vor der Haustüre habe ich die Schnecken schön in 2er-Reihen aufgestellt. Ich habe geklingelt, die macht die Tür auf. Ich sag, hopp, 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 nur noch ein paar Meter, dann sind wir zu Hause. Mein Ratschlag für euch, macht mal Blödsinn. Kauft euch mal ein Taubenkostüm und stellt euch auf die Domplatte und klaut den Leuten die Pommes. Das ist schön, das macht den Leuten Spaß. Das tut nicht weh. Wenn euch in der KVB eine Oma nervt, gebt ihr einen Snickers und sagt, du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Das macht Spaß. Kommt euch umgucken, das ist schön in Köln. Hier in Köln entspringt der Rhein, traumhaft, traumhaft. Der entspringt in Köln, der ist nur so breit, weil die Mosel zum Gratulieren kommen. Ne? Der entspringt in Köln. Schön, dieses Köln. Und, pass auf, darf ich es erzählen? Hier, Dingens, darf ich, pass auf, hier, wir haben, ich trau mich nicht, ich sage, pass auf, wir haben in Köln den einzigen Fußballverein Deutschlands, dessen Führung es geschafft hat, seinen Spielern jahrelang zu verheimlichen, dass es noch eine Liga drüber gibt. Das muss man nicht vorstellen. Das wusste ich nicht. Guck mal, da muss auch der Kameramann weinen. Ja, verwackelte Bilder jetzt. Ne? Nein, die wussten das nicht. Ne? Ich bin extra hingefahren, ich habe Bescheid gesagt, aber es spricht ja keiner mehr Deutsch in dem Verein. Hat keiner verstanden. Jetzt nicht, dass das falsch rüberkommt. Mein Herz schlägt für den 1. FC Köln, aber mein Kopf kann sich diese Namen nicht mehr merken. Das ist einfach so. Guck mal, früher hier, Hessler, Oberreiber, war das schön, ne? Gespielt haben die auch nicht besser, aber du hast beim Schimpfen keinen Knoten in die Zunge gekriegt. Verstehst du das, wa? Als jetzt die ganze Zeit die Rede von diesem Barack Obama war, habe ich gedacht, der ist beim FC im Mittelfeld. Ich wusste es nicht besser. Ich wusste es nicht. Stimmung. Ne? Jetzt hat mir einer gesagt, dieser Obama hätte im Ausland gewonnen. Da wusste ich, der spielt nicht beim FC. Ne? Das ist ja. Ja. Aber das ist diese kölsche Mentalität, gerade für die Gäste, die wir heute, diese kölsche Mentalität, die lässt uns das alles ertragen. Nicht wahr? Wir haben ja so stark auch der Glaube in Köln. Ja, sehr stark der Glaube in Köln. Ich habe auch 36 Jahre schon katholische Glaube in Köln.
Katholische Glaube bin ich sehr zufrieden mit, muss man sagen. Vom Preis-Leistungs-Verhältnis her der beste Glaube, muss man doch. Du kannst das ganze Jahr Mist bauen, da setzt du dich einmal in der Wandschranke rein, ziehst du die Gardine zu, ne? Hebst du die Hand, sagst du, ich war es, sagst du 3 Gedichte auf, ist alles wieder gut. Alles wirklich vom Glaube her. Doch. Familie, habe ich gesagt, ist wichtig, die Kirche ist wichtig und, weil ich es gerade selber erwähne, man darf nie vergessen, wo man hergekommen ist, weil, wenn es nicht mehr läuft, muss man da wieder hin. Darf man da wieder mitmachen. Ich habe ja 15 Jahre vor Köln auch ein Leben gehabt. Ich habe schöne Auftritte gehabt. In der Eifel, im Westerwald, an der A. Es war anders schön, weißt du? Es war rustikaler. Hier, der Tisch hatte ich ja eben erwähnt. Wir hatten das alles nicht, was ihr da habt. iPhones, iPod, iPad, das hatte man alles nicht. Die ganze Eierei, den ganzen Tag bis am Klingeln. Das ist doch wahnsinnig. iPhone, iPod, iPad. Wenn früher geklingelt hat, wusstest du Tür oder Telefon, Bofrost oder Avon. Gab 2 Möglichkeiten, verstehst du? Wenn heute klingelt, musst du 2 Tage frei nehmen und gucken, wo es herkommt. Wir hatten das alles nicht. iPhone, iPad, iPad, die ganze Eierei. Wir hatten Ei im Glas und Überraschungsei. Wir sind auch Erwachsene geworden. Was soll aus der Jugend werden, wenn sie Eisprung für einen Riss im Display halten? Da ist doch nichts mehr. Nein. Habe ich mit dem Handy in die Gesäßtasche, habe ich mich hingehutscht am Dixie-Klo. Jetzt ist mir das Gerät aus der Gesäßtasche in das Dixie-Klo rein. Ja, wenn es da einmal drin liegt, gehst du nicht mehr dran. Das stimmt. Jetzt dachte ich, was machst du? Ne? Rufst du deine Frau an, sagst du, dass du Scheiß empfangen hast? Aber Quatsch, ne? Lache drin. Jetzt bin ich mir ein neues Handy kaufen gegangen. Gehst in meinen Handyladen, hast du Spaß. Das ist was Wunderbares in Köln im Handyladen. Ich gehe so in den Handyladen rein, kommt so ein 14-jähriger Schulabbrecher auf mich zu, ne? Guckt mich freundlich an und wortwörtlich sagt zu mir, Schuh. Sag was? Schuh. Sag bitte? Schuh. Sag was? Schuh. Sag immer auf Seite, du stehst im Funkloch, man versteht ja nichts. Dann ist er so auf Seite gegangen. Schuh. Ich sag, mach doch mal langsam. Was kann ich für dich tun? Ah, sag ich, Gesprächseröffnung, ja. Pass auf, du versuch es mal höflich. Sag doch einfach mal, was kann ich für Sie tun? Das ist höflich. In Köln sagt man, was kann ich für Sie tun? Für wen? Für Sie. Wer sind Sie? Ich. Nee, du bist du. Nein. Du musst aus Höflichkeit mich fragen, was kann ich für Sie tun? Ich soll dich fragen, was ich für Sie tun kann? Sag ja, und warum ist sie nicht selber gekommen? Hör mal, das ging 20 Minuten hin und her. Ich habe irgendwann gesagt, weißt du was, wir spielen Hals-Maul, fang du an. Ich hatte keine Lust mehr, ehrlich. Ja, hör auf. Ja, das sind die Leute, die können nichts dafür. Doch steck mir doch ganz kleines Stück von dem dir und mir. Ein gute Bucke, abgebrühte Schnappwitz und wie du. Schlupfe, Streuer, Klatschstern, Kötter, wie schon nur. Das sind die Lügen, das sind die Lügen. Die können wirklich nichts dafür. Ein ganz kleines Stück davon in dir und mir. Gute Bucke, abgebrühte Schlafwitz und wie du. Schlupfe, Streuer, Klatschstern, Kötter, wie schon du. Ich halte hier einen wissenschaftlichen Vortrag. Ja, und ich halte hier diesen Teller mit Muscheln. Also ich habe nur einen Wunsch, dass Sie so schnell wie möglich diese Bühne verlassen. Ach, Sie Wetterfrosch, Sie dürfen sich hier was wünschen. Unser eins, der ganze Brassel hätte, darf sich wohl nichts wünschen, wa? Aber im Grunde genommen hat doch jeder Mensch die Möglichkeit, Wünsche zu äußern. Oh, da möchte ich so reich sein wie der Michael Schumacher. Sehr gut überlegt. Und dann möchte ich so viel Geld haben wie die Aldi-Brüder. Klug. Ja. Und dann möchte ich so aussehen, so wie Sie. Bubu. Ach, Sie schmeicheln mir. Sagen Sie, wie kommen Sie denn ausgerechnet darauf? Also, mal, wenn ich mal so reich bin, dann ist es mir doch scheißegal, wie ich aussehe. Aber angenommen, Sie wären jetzt einmal so reich. Ja. Sie hätten so viel Geld. Ja. Was würden Sie denn mit dem vielen Geld anfangen? Da würde ich mir in Düsseldorf ein rundes Grundstück kaufen. Ein rundes Grundstück? Und da würde ich ein rundes Haus drauf bauen. Ja, ein rundes
rundes Haus. Ein rundes Haus? Alle Zimmer rund. Küche, Diele, Bad, Schlafzimmer und die Garage und der Hühnerstall auch noch rund. Alles rund. Keller auch rund. Auch rund, ja. Und warum wollen Sie alles in rund haben? Meine Schwiegermutter hat zu mir gesagt, Junge, wenn du dir mal ein Häuschen baust, dann wirst du da irgendwo ein Action für mich haben. Dann sagt der Haben Sie eigentlich Kinder? Eins, alles Mädchens. Die ist intelligent, die tanzt auch. Aber auf dem Eis. Das steht heute schon fest. Meine Tochter wird einmal Weltmeisterin im Eiskunsttanz. Weltmeisterin im Eiskunsttanz? Wieso wollen Sie denn heute schon wissen, dass Ihre Tochter einmal Weltmeisterin im Eiskunsttanz wird? Gucken Sie mal, das steht da in dem Kindserzeugnis. 5,0, 5,0, 6,0, 6,0. Aber trotzdem ein großes Kompliment, dass Ihre Tochter eine so tolle Sportart betreibt. Bin ich stolz drauf. Und diese Sportart, die wird auch noch untermalt mit wunderschöner Musik. Dann müsste Ihre Tochter ja an sich auch musikalisch sein. Hören Sie auf mit Musik! Die schleppt mir doch tatsächlich eines Tages einen Musikstudenten an. Einen Musikstudenten? Anfänglich war der ja sehr bethöflich. Bethöflich. Doch eines Tages wird der plötzlich mozärtlich, brachte einen Strauß mit, nahm sie beim Händel, führte sie mit List über die Heiden zum Bach. Dort konnte er sich nicht bremsen. Brachte sie zu Fall. Ja, und jetzt haben wir da Mendelssohn und wissen nicht, wohin damit. Unser Außenminister Fischer, 68, hat er noch Polizisten verhauen. Heute sperrt die Polizei für den die Straße ab. Das ist doch alles nicht normal. Wir haben neulich in Hamburg eine Straße abgesperrt für ihn. Kam so ein Bauarbeiter, wollte sein Fahrrad an der Laterne stellen. Ist so ein Polizeibeamter hin, sagt, hören Sie mal, Sie können Ihr Fahrrad hier nicht hinstellen. Hier kommt gleich der Außenminister Fischer vorbei. Das ist mir egal, ich schließe es ja ab. Ja, Politiker. Der Finanzminister Eichel ist im Dezember mal eine Stunde zu spät morgens in den Bundestag gekommen. Hat der Portier gesagt, Herr Minister, ein bisschen spät. Der Kanzler spricht schon 30 Minuten. Sagt er, über welches Thema? Das hat er noch nicht gesagt. Ja. Nein, wir haben tolle Politiker. Unser neuer Verteidigungsminister, Rudolf Scharping. Der wurde morgens in Bonn vereidigt. Abends war in Bonn im Maritim ein Ball. Die Kapelle fängt an zu spielen, denkt er, jetzt holst du dir die First Lady. Er zu Schröders am Tisch sagt, Doris, darf ich um diesen Tanz bitten? Und dann die zwei übers Parkett. Na, sagt Doris, Rudolf, wie fühlst du dich denn so als neuer Minister? Sagt er, so ganz gut, nur die blöden Witze, die man über mich erzählt. Naja, sagt Doris, da muss auch was dran sein. Das ist heute das erste Mal, dass ich auf der Nationalhymne tanze. Aber wir haben ja auch über unseren Ex-Ehrenvorsitzenden der CDU, haben wir doch auch Spaß mit gehabt, Helmut. Haben Sie gelesen, jetzt ist ihm die ganze Bibliothek verbrannt. Beide Bücher. Und ja, es ist nicht ganz so schlimm, das eine war noch nicht ganz ausgemalt. Helmut. Man wusste auf der ganzen Welt auch, was man von ihm zu halten hatte. Vor 2 Jahren war er eingeladen worden nach Nepal. Vorsichtshalber hatte man auch Neapel geflaggt. Lassen Sie sich Zeit, lassen Sie sich Zeit. Und dann war er in Privataudienz beim Papst, hat er gesagt, Heiliger Vater, herzlichen Glückwunsch zum Namenstag. Guckt der Papst ihn an und sagt, mein Sohn, heute ist weder Johannes noch Paul. Nein, sagt Helmut, aber der Zweite. Und, ja. Haben schon mal gehört, wenn unser Kanzler Englisch spricht? Das ist ja seine Stärke. Und letzten Sommer war er in London, ist er mittags hungrig durch die Stadt, kam an so eine Hähnchenbraterei vorbei. Hat er gedacht, das ist eine gute Idee. Er rein, zeigt der Verkäuferin aufs Hähnchen. Sagt sie, Chicken. Nein, sagt er, ich esse es gleich hier. Ne? Kinder, man kann doch über alles sprechen. Sehen wir doch mal, überhaupt Anzeigen oder Annoncen. Lesen Sie schon mal Annoncen? Ist morgens ein Hobby von mir. Wer gibt so eine Annonce auf? Junges Mädchen mit Charme, Humor und Pferdeschwanz sucht jungen Mann mit gleichen Eigenschaften. Wer gibt solche Annoncen? Ne?
Ist doch nicht normal. Oder hier, an meinen Herzspender nochmal vielen Dank und hoffentlich geht es Ihnen auch bald wieder gut. Ist doch nicht zu fassen, ist doch nicht zu glauben. Wo leben wir? Denkt da immer an den Arzt, der zu dem Mann sagte, Ihre Frau leidet an hormonellen Störungen. Die braucht 3 bis 4 Mal Sex in der Woche, sonst stirbt sie. Kommt der Mann nach Hause, sagt die Frau, was hat der Doktor gesagt? Sagt, tut mir leid, du stirbst. Männer sind charmant. Über was können wir noch sprechen? Es ist ja verrückt. Ich wohne auf der 4. Etage. Dieser Tage stehe ich am Balkon, rauche eine Zigarette. Höre ich plötzlich, wie am Nebenbalkon einer betet. Lieber Gott, wenn ich das hier überlebe, ich schwöre, ich gehe nie wieder fremd, ich fasse nie mehr eine verheiratete Frau an. Lieber Gott, lass es mich überleben. Nie wieder fremd, nie wieder eine verheiratete Frau. Sag, was ist denn mit Ihnen? Oh, sagte ich, war gerade bei Ihrer Nachbarin. Und jetzt ist der Mann früher nach Hause gekommen. Und jetzt sehe ich, das sind ja 4 Stockwerke. Ich sage, das heißt nichts, Sie müssen springen, der hat einen schwarzen Gürtel. Er den Blick nochmal nach oben, sagt, lieber Gott, lass es mich überleben. Nie wieder gehe ich fremd, nie wieder fasse ich eine verheiratete Frau an. Und dann ist er gesprungen. Wie es der Zufall will, knallt er unten auf 2 Mülltüten. Unverletzt steht er auf, klopft sich so den Dreck runter und sagt, man redet ja eine Scheiße, wenn man Angst hat, ne? Seien Sie, ich habe doch gestern den Peter getroffen, ne? Der Peter? Ja, kennst du den? Der Klein? Ja. Die Stinkdrüs? Ja. Den kenn ich, den kenn Stell ich. doch uns für, der geht um mich an und will mir Tag sagen und fällt hin. Ist sie gefallen? Ja, ich bin hingelaufen und der Opiover, da steht der da und konnte ja nichts mehr sehen. Wo der wie blind? Genau so, sag, haben wir den aufs Spital geschleppt, ne? Und im Spital haben sie dem so ein kleines Döschen gejoffen. Was denn ne Quatsch, ne? Ja, da waren aber 2 so ein Glassplitter drin. Du meinst sicher 2 Glasohren, ne? Ja, aber damit konnte er wieder die Zeitung lesen. Damit konnte er wieder sehen? Ja. Mit den 2 Glastöpfchen? Genau. Konnte er wieder sehen? Konnte er wieder sehen. Und das soll ich glauben? Ja, warum dann nicht? Wenn das stimmt, habe ich auch einen Mann gekannt. Der ist mit dem Kopf in der Briefkaste gelaufen. Ja. Nicht der Daumen verloren. Nicht der Doktor den durch die Kuh auszudrehen nicht. Ja. Und er gibt da 20 Liter Milch. Ehrlich, das ist Beweise. Keine Zeuge für. Sag uns, wer hat das da gesehen? Wer das gesehen hat? Ja. Der mit den 2 Glasohren von dir. Sag uns, ich habe ja die Führerschein so rat wieder fort. Ach, der war schon öfters weg. Da war er weg, dann wieder kriegen. Da war er weg. Ja, und? Nein, wieder kriegen. Aber jetzt ist er für immer weg. Gott sei Dank, immer das hin und her, da war ja... War ja schon kriminell, war das, ne? Wieso war das dann kriminell? Das war schon gut verdächtig. Warum dann? Ja, was meinst du, wie oft ich morgens im Auto gesessen habe und habe gedacht, hast du jetzt einen Führerschein oder hast du keinen, ne? Ja. Na ja, hat aber was Gutes an sich, ne? Warum? Ich bin am Führen. Wo bist du am Führen? In Flensburg, du ey. 130 Punkte, das ist ein Zeug. 130 aber nicht zu schwer, du, ehrlich. 130 Punkte? Ja, ich habe jetzt mehr Punkte wie der FC Köln, weißt du das? Ja. Spion. Ja. Ja? Mhm. Ja. Sag uns, weswegen hast du dann die Punkte gekriegt? Wegen einem Geisterfahrer haben sie mir doch den Führerschein abgenommen. Wegen einem Geisterfahrer? Wegen einem Geisterfahrer, so ein wie du, der fuhr und fuhr und fuhr. Ja, was hast du da mit dem Geisterfahrer zu tun? Nix, nix. Absolut nix. Und wegen dem Geisterfahrer haben sie dir den Führerschein abgenommen? Ja, wegen dem Bier haben sie mir den Führerschein abgenommen, ja. Ja, warum dann? Weil der fuhr auf der Autobahn. Ja. Der fuhr so langsam. Ja. Dann habe ich den überholt und das darf... Du Ei. So, hör uns, und das Ei, das verbete ich mir jetzt. Für dich bin ich jetzt der Herr Zimmermann und geh Eimi. Ist dir das jetzt klar?
Nimm mir Ei. Nee. Zimmermann. Ja. Geh Ei, Zimmermann. Ich bin dran der Futze. Zimmermann. Zimmermann, für das Ei. Herr Zimmermann, früheres Ei. Darf ich noch einmal Ei sagen, ja? Nee. Nee? Nee. Nimm mir Ei. Nee. Stimm mir aus dem Paddelboot mit, Nee. ja? Nie mi? Nee, ich will es nicht. Okay, einmal mi. Nee, ja, kein Mami. Nee. Zimmermann. Ja, Ei darf ich ja nicht mehr sagen. Zimmermann, das Frühere. Zimmermann im Taschenformat. Der ist ja so berühmt. Ach mein Gott, was ist der berühmt? Ich war gestern in der Eifel, in der Gastwirtschaft, da habe ich mal einmal Zimmermann bestellt. Ja, und hast du dann da drauf jetzt gekriegt? Ja, 2 Spiegeleier. Hier ist Leben drin, wa? Bei dir ist Leben drin. Ich war doch in der Kur. Du warst in der Kur? Yes, ich war in Bad Kissingen. Du warst in Bad Kissingen? Ein Wahnsinnsempfangerbahnhof, wie ich da ankam. Mann, oh Mann, oh Mann, was war denn los? 21 Salutschüsse. Du Bessjeck. Einmal haben sie mich bald getroffen. Naja, die müssen mich verwechselt haben mit dem Ei wahrscheinlich. Wieso das dann? Auf jeden Fall kann ich dir eins sagen, in Bad Kissingen hätte ich Frauen haben können. Ja? Wenn die mitgemacht hätten, ne? Ich habe alles durchgemacht. Alles? Alles. Ich hatte morgens Fango, abends Tango. Ram, dam, dam, dam. Ey, du Tänzer. Mittags hatte ich Anwendungen. Ja. Abends Zuwendungen. Und das nachts bist du mit dem Kurschatten durch die Gegend gelaufen, wa? Kurschatten? Ja. Mein lieber Freund, du bist im Rückstand, du bist stehen geblieben. Mein Herrschaften, früher Zimmermann, heute Standman. Das heißt doch nicht mehr Kurschatten. Mein Gott. Ja, wie heißt es dann? Kurschatten, sagt er. Das heißt SS. Ja, wieso dann SS? Saisonschmuser. Du hast ja keine Ahnung vom Frauen, du Dosentüre, ihr Puppekopf. Ja, wieso habe ich da keine Ahnung? In der Kur musst du die Frauen mit einem Mond vergleichen. Wie mit einem Mond? Die müssen abends aufgehen. Ja und? Und morgens weg sein, ja. Aber einmal, das vergesse ich in meinem Leben nicht, das muss ich Ihnen erzählen, das war mir so peinlich. Da musste ich mich nackend ausziehen. Und dann der Neid in der Bude. Ja, hört aber ganz normal, kannst du aus der Kur nicht wieder gekommen sein. Na, ganz gesund darfst du nicht nach Hause fahren, sonst kommst du in 2 Jahren ja nicht mehr dahin. Wenn hier eine bekloppt ist, ist er es nämlich. Wieso das? Der ist so verrückt, der zieht sich im Sommer die Schlittschuhe an, wenn er sich ein Eis kaufen geht. Jetzt haben wir der Eierschaden und meint, das wäre leer gut. Der ist so geizig, der will dich bis hierhin beerdigen lassen, wenn er stirbt, damit er die Grabpflege selber machen kann. So geizig ist der hat noch nie Urlaub gemacht. Oh, der sitzt auf seinem Geld wie ein Huhn auf der Eier. Ich meine, ist für ihn keine große Umstellung. Ne? Erzähl doch nichts, ich hab wohl Urlaub gemacht. 3 Wochen in Altenberg, im Märchenwald, wa? Nee, ich war mit meiner Familie in der DDR. Du warst in der DDR? Oh ja. Zimmermann in der DDR. Dass ich das noch erleben darf. Hast du deine Eier stempeln lassen? Ja, stimmt das eigentlich, dass in der DDR die Mauer 1/2 Meter Höhe gezogen wird? Wieso das dann? Der Honecker hat seinen Bausparvertrag ausgezahlt gekriegt. Für uns war das Spannendste, wenn ihr euch noch erinnern könnt, Bravo. Dr. Sommer. Die haben wir unter der Schulbank gelesen, einer musste Schmiere stehen, damit das kein Lehrer merkte. Heute ist der Lehrer allein da und die Kinder würden es ausprobieren.
Da standen dann so spannende Fragen wie Kai 17. Meine Freundin hat so große Brüste. Kann man damit auch kleine Babys stillen? Oder ertrinken die dann? Und oder verzweifelt, Svenja, 16. Jetzt darf ich endlich länger aufbleiben, jetzt will mein Freund immer mit mir ins Bett gehen. So sind wir aufgeklärt worden. Und wenn wir Langeweile hatten, spielten wir Stadt, Land, Fluss. Bei keinem Spiel wird mehr beschissen. Wenn ich schon höre, ich sage das Alphabet im Kopf auf. Oder ich habe ein K im Sinn. Ich habe im Leben manches im Sinn gehabt, aber kein K. Na gut, dann fang du an, du sagst A, ich sag Stopp. A, Stopp! V. Wie kann man denn so schnell von A nach V kommen? Ich bin eine Abkürzung gegangen. Stadt mit V, Freiburg. Freiburg wird mit F geschrieben. Du weißt ja nicht, welches Freiburg ich meine. Welches meinst du denn, das mit V? Wir haben eben eine eigene Sprache im Rheinland, teilweise auch völlig sinnlose Formulierungen. Wenn man jetzt draußen einen fragt, vom Jürzenich zum Dom, ist das weit? Dann kriegst du als Antwort, nee, das ist nicht weit, aber das zieht sich. Oder wenn du jetzt zum Beispiel, wenn es Frühjahr kommt und du gehst in ein Kleidergeschäft in Hamburg oder Hannover und würdest das sagen, was wir im Rheinland sagen, ich hätte gerne einen Mantel für den Übergang. Dann würden die sagen, möchten Sie noch ein paar Schuhe für die Unterführung dabei haben? Und wenn du in ganz Deutschland in eine Autowerkstatt gehst, sagst du, funktioniert der Motor oder funktioniert er nicht? Dann sagen die ja oder nein. Hier im Rheinland, die sagen, da steckst du nicht drin. Die Tage hatten wir einen kleinen Disput. Da sagt sie, was hast du mir versprochen vor der Ehe? Du willst das Liebste, was du hast, auf Händen tragen. Ich sag, rede nicht so ein Quatsch, ich kann nicht den ganzen Tag mit einem Kasten Bier auf den Arm rumlaufen. Ne? Ja, ist ja so, den Alkohol kann sie nicht leiden. Und da kam sie die Tage nach Hause, sagt sie, Peter, jetzt will ich dir einmal die schädliche Wirkung des Alkohols demonstrieren. Nimmst du 2 Wassergläser, tust sie in eins Alkohol und in eins Wasser. Dann nimmst du 2 Regenwürmer, in jedes Glas einen rein. Der in dem Alkohol, nett war das, der streckte sich wonnig und verschied. Und der andere lebte vergnügt weiter. So sagt sie, was hast du daraus gelernt? Ich sage, das ist ja ganz einfach sein. Wer Alkohol trinkt, kriegt keine Würmer. Und die ist mir untreu. Bin ich jetzt hintergekommen. Die fährt ja immer alleine in Urlaub, weil mein Geld für 2 Mann nicht langt. Letztes Jahr war sie mit Neckermann im Mittelmeer. Nicht mit den Josef, das geht ja nicht mehr, mit so einem Schiff von dem, ne? Und als sie dann wiederkam, hatte ich sofort große Wäsche. Ich pack das Köfferchen aus, ganz unten unter der Reizwäsche. Ich denke, Alter, daraus ein Tagebuch. Ich denke, da guckst du mal rein. Da steht vielleicht ein dummes Zeug drin, ich komme da gar nicht so richtig hinter, vielleicht könnt ihr mir da helfen. Stand drin, erster Tag, heute habe ich mich mit dem Kapitän bekannt gemacht. Zweiter Tag, ich speise mit dem Kapitän schon an einen Tisch. Dritter Tag, heute hat der Kapitän mir das ganze Schiff gezeigt, ich durfte sogar mal rudern. Das geht gar nicht, so einen dicken Kahn kannst gar nicht rudern. Vierter Tag, heute hat der Kapitän mir unmissverständliche, erotische Angebote unterbreitet und gesagt, wenn ich ihm nicht hörig wäre, würde er das ganze Schiff mit Mann und Maus untergehen lassen. Fünfter Tag, heute Nacht habe ich 500 Menschen das Leben gerettet.
Wenn ich lieber zu Fuß in mein Kneiperin, jetzt steht doch jetzt neben mir an der Theke, meine alle Freund, der Senkendeckelsheim. Senkendeckel. Also das ist der Bruder vom Lötschen Dötschstün. Aus zweiter Ehe. Gut, für Einsiethein-Yacht, kannst du mir vielleicht mal erklären, wie effektiv städtische Beamte arbeiten? Sag, hey, da kann ich ja ausrechnen, pass uns auf. Das Jahr hat 365 Tage. Pro Tag brauchen gute deutsche Beamte 8 Stunden Schlaf, macht im Jahr minus 122, bleiben nur noch 243 Tage. Täglich hat er 7 Stunden Freizeit, macht im Jahr nochmal minus 106, bleiben noch 137 Tage. Davon muss man jetzt 11 gesetzliche Feiertage abziehen, bleiben noch 126. Da gehen aber jetzt noch 52 freie Sonntage runter, bleiben noch 74. Man muss aber noch 52 arbeitsfreie Samstage abziehen, bleiben noch 22. Er hat auch noch Anspruch auf 3 Wochen Urlaub, minus 21, bleibt nur noch ein Tag und dann ist ausgerechnet der 1. Mai. Wissen Sie eigentlich, warum im Kölner Rathaus vor den Bürotüren der höchsten leitenden städtischen Beamten Zebrastreifen auf dem Fußboden aufgemalt sind? Nee, damit die Kriecher nicht von den Radfahrern überrollt werden. Jetzt kaum in Bonn am Bundeshaus angekommen, beginnt mir dort die Bundestagspräsidentin Rita Süßmuth und sagt, können Sie mir vielleicht einmal sagen, in welchem Alter die Frauen am knackigsten sind? Ich sage Rötzebill. Also die Frauen sind natürlich in deinem Alter am knackigsten. Seht du Schmeichler. Warum das denn? Ich sage, dann knackt es hier und knackt da und knackt da. Und weil dann im Tag so furchtbar heiß war, ich abends in der Bonner Altstadt trinke Bier, in dem Moment geht die Tür auf, rinnt der Bundesarbeits- und Sozialminister Blüm, geht an der Theke, bestellt sich eine 3-stöckige Cognac, trinkt der Ex, schüttelt sich und sagt, brrr, das zieht einem ja alles zusammen. Seht ihr, wird keine Reklamation, du warst also so klein, wie du rankommst. In Italien angekommen, ich auf das nächste Schiff. Am 3. Abend wollte einer meine Sprachkenntnisse testen und frage ich, was heißt denn auf Thailändisch? Meine Mütze liegt auf der Mauer. Ich sage Cap en Amour. Sieh, probieren wir mal was anderes. Was heißt denn ungeliebter Parteigenosse auf Französisch? Ich sage La Fontaine. Nee, seht ihr, mit Ihnen hat es heute keinen Zweck. Hab ihn getestet. Ich sage, was heißt denn Freudenmädchenbrotaufstrich auf Italienisch? Wusste nicht. Ich sage Nutella. Am Heimweg zur Köln, ich fahre durch die ehemalige DDR, dem jetzigen Trabinesien. Sie wissen, was Trabi auf Chinesisch heißt? Nee, saueng. Ich in Leipzig in der nächsten Kneiperin, bestell mal Bier, der stellt mir das Bier auf den Tisch. Ich lore, sage, ey Freund, nicht mit mir. Das Bier ist ja nur halb voll. Seht ihr, gemacht, bloß keine Aufregung, das ist Aktienbier, das steigt noch. Ob der Kulturschock hin ich in meine Stammkneiperin, rät's an der Theke Stunden eine neue. Ob einmal fing der an, wetten wir um ein Kölsch, das ich mir ins linke Auge beißen kann? Ich denke, das geht nicht. Ich sage, top, die Wette gilt. Da holt der sein Glasauge raus und beißt drauf. Ich hatte verloren. Der hat das Kölsch leer, fing der schon wieder an. Wetten wir noch um ein Kölsch, dass ich mir auch ins rechte Auge beißen kann? Ich denke, jetzt hast du. 2 Glasauge, das ist unmöglich. Ich sage, top, die Wette gilt. Da holt er sein Gebisse raus. Ich anschließend die Mingewacherin, um Heimweg fährt doch für mir eine der kleinsten Viehtransporter der Welt, ein Streifenwagen.
Ja, kennt ihr nicht? Vorne 2 Bullen, hinten die arme Sau, die mit muss. Ich halte mich an, meint einer von den Beamten. Ich habe Sie genau beobachtet. Sie haben eben einen brennenden Zigarettenstummel am Fenster hinausgeworfen. Ich werde Ihnen eine Anzeige machen. Wie heißen Sie? Ich sage Wladislaus Skratowitsch-Schnef Skroposchon-Schork-Strowinski. Seht ihr, wie heißen Sie? Ich sage Wladislaus Skratowitsch-Schnef Skroposchon-Schork-Strowinski. Seht ihr, na ja, für diesmal will ich normale auch zudrücken. In dem Moment schnuppert er und sagt, haben Sie Restalkohol? Ich sage, keine Bettelei, da ist ein Bütchen, kauft er selbst jetzt. Der liebe Gott in all seiner Gnade hat das damals so eingestielt, die Frauen verstehen die Männer und die Männer verstehen die Frauen nicht. Das ist so. Da müssen wir durch. Wir Männer können einfach nur einsehen, okay, Männer und Frauen sind unterschiedlich und Männer sind nicht in jeder Beziehung besser. Nein. Männer sind zum Beispiel wehleidiger als Frauen. Tja. Ja, nicht buh. Das müssen wir einfach eingestehen. Männer sind wehleidiger als Frauen. Wenn ich zum Beispiel an einer unheilbaren Erkältung leide, dann ziehe ich mich zum Sterben aufs Sofa zurück. Wenn meine Frau zum Beispiel Halsschmerzen hat, dann sagt die, ist mir doch egal, habe ich halt Halsschmerzen. Dann gehe ich in die Stadt, kaufe mir was gegen Halsschmerzen, eine Handtasche, ein paar Schuhe. Und der Hammer ist, bei ihr wirkt das. Wenn die von dem Einkaufsbummel zurückkommt, dann sind die Halsschmerzen weg. Das ist doch großartig, oder? Und weil ich das eingesehen habe, deswegen bin ich schon so lange so glücklich verheiratet. Man muss allerdings dazu sagen, ich bin auch schon sehr alt. Ich bin sehr alt. Ich bin so alt, ich habe als Kind noch draußen gespielt. Ich bin in dieser seltsamen Lebensphase zwischen gepflegt aussehen und gepflegt werden. Also wenn ich morgens ins Bad komme und schaue in den Spiegel, dann denke ich immer so bei mir, Mensch, denke ich dann, Mensch, wenn du gestern Nacht das alles erlebt hättest, wonach du heute Morgen aussiehst. Am 9. Tag, da schuf der liebe Gott die Dialekte. Und alle waren völlig begeistert. Der Berliner, der sagte, ich hab so einen tollen Dialekt, war so ein super Dialekt, war herzlichen Dank, lieben J, war. Und der Dresdner, der Sachse, der sagte, mein Gott, mein Gütester, ich habe so einen wunderbar kultivierten Dialekt. Wenn Sie Spaß haben, ich sprach überhaupt kein Ü, ich nehme einfach ein Ü. Und der Hamburger, der sagte, ich habe so einen feinen Dialekt, ich kann Tünknaps nacken, ich stolper über einen spitzen Stein, das klingt so herrlich hanseatisch. Herzlichen Dank, lieben Gott. Und der Münchner in seinem ihm eigenen Charme sagte der, ja mei, aber uns schon der Dialekt an diesen vergelt's gut. Nur für den Kölner. Da blieb kein Dialekt mehr übrig. Die waren alle schon vergeben. Der liebe Gott hatte alle Dialekte schon verteilt. Und der Kölner, der war sehr, sehr traurig. Und der Kölner, der hat auch ein bisschen geweint. Und das packte den lieben Gott ans Herz. Er legte dem Kölner die Hand auf die Schulter und sagte, na gut, Jung, dann sprichst du also so wie ich. Helmut und ich sind alte Freunde. Ich habe ihn neulich noch besucht im Kanzleramt, Helmut. Er stand gerade vor seinem Aktenvernichter, vor seinem Reißwolf. Seine Rede zur Lage der Nation in der Hand, stellt die da so rein, klappt nicht. So rum, klappt auch nicht. Kommt der Weigel vorbei, sagt der Kohl, Theo, kannst du mal sagen, wie diese Maschine funktioniert? Der Weigel nimmt das Manuskript, stellt das da rein, drückt auf den roten Knopf, brrrt, fertig. Sagt, siehst du, Helmut, das war's schon. Kohl steht da vor und sagt, wunderbar, und wo kommen jetzt die Kopien raus? Hätten Sie denn gedacht, dass unser Angela schon 10 Jahre Kanzlerin ist? Ist das wirklich 10 Jahre her, dass ich hier oben gestanden habe und habe Witze gemacht über ihre Frisur und jetzt ist sie schon 10 Jahre im Amt? Ja, das ist wirklich wahr. Und das ist exakt der Grund, warum ich mir fest vorgenommen habe, niemals Witze zu machen über die Frisur von Donald Trump. Wenn wir mit den 10 Jahren an der Backe haben, da haben wir ganz andere Probleme. Obwohl die Witze wären super, oder? Donald Trump, der einzige Mann weltweit, der seine Frisur noch selbst gejagt hat.
Dieser konservative Politiker, der immer ein bisschen so aussieht, als sei ihm ein Wiesel auf dem Kopf explodiert. Nein, nein, keine Witze über die Frisur von Donald Trump. Es ist zu gefährlich. Es gibt so Och-Situationen, ne? Sie kennen das, ne? Da passiert was und da sagt man nur Och. Heute Morgen, ich stehe auf, gehe ins Bad, gucke in den Spiegel und sage Och. Du könntest mal wieder was abnehmen. Dann habe ich den Badezimmerspiegel abgenommen. Das gibt solche Situationen. Und, ja. Und es gibt eben diese Och-Meldungen, ja? So Och-Meldungen sind zum Beispiel Wetten, das holt 90% und die FDP zieht ins Parlament und der Wendler gewinnt in Dschungelcamp. Neuer wird Torschützenkönig, wenn ein Trabi den goldenen Engel erringt. Und der Meißner beim Konklave gewinnt, wenn du denkst, dass da irgendetwas nicht stimmt. Dafür gibt's eine Erklärung. Die Zahlen stammen vom ADAC, das sind die Zahlen vom ADAC. Da wird manipuliert und getrickst und geschmiert, dass selbst Josef Blatter neidisch wird. Das sind die Zahlen vom ADAC, die Zahlen stammen vom ADAC. Da fliegt man mit dem Rettungsheli an den Gardasee, das ist so Usus beim ADAC. Was ist der Unterschied zwischen mutig, übermütig und dreist? Mutig ist, wenn ein Mann nur mit der Badebutz bekleidet in die Oper geht. Übermütig ist, wenn er die Butz an der Garderobe abhebt. Und dreist ist, wenn die Garderobenfrau sagt, wollen Sie den Knirps nicht auch hier lassen? Chef und Sekretärin im Rausch der Leidenschaft. Nächsten Morgen die große Reue, es war nur ein Fehltritt, oh Gott, komm, sowas vergessen, Fehltritt. Ja, von wegen, 2 Wochen später kommt sie, sagt, Chef, ich bin schwanger. Katastrophe, oh, was soll ich machen, ich möchte meine Ehe retten und so weiter. Die sagt, Chef, richte dich nicht auf, ich habe die Lösung. Ich wollte immer schon nach Amerika auswandern. Das kannst du mir jetzt finanzieren. Außerdem war für mich klar, wenn ich mal Mutter werde, nur alleinerziehend. Also alle Probleme lösen. Oh, sagte, das wäre gut. Ne? Aber hören Sie, wenn du in Amerika das Kind kriegst, dann möchtest du dabei erfahren. Ja, schreib ich dir eine Karte. Ne? Nee, sagte, die kann doch meine Frau lesen. Ne? Chef, wir verabreden jetzt ein Losungswort. Oh, sagte, das ist gut. Ne? Pass auf, wir nehmen Sauerkraut. Sauerkraut ist unverfänglich. Ne? Wenn ich lese Sauerkraut auf einer Karte, dann weiß ich, alles klar, das Kind ist da und gesund. Gut. 9 Monate später kütt die Ehefrau und sagt, hören Sie, Liebchen, du hast eine Karte aus Amerika kriegen. Ja, was steht dann drauf? Er sagt, so eine bescheuerte Karte hast du schon nie gelesen. Da steht drauf, 3 Portionen Sauerkraut, 2-mal mit Würstchen, 1-mal ohne. 2 Frauen auf der Weihnachtsfeier. Fängt schon versaut an. Entschuldigung. Nee, war Quatsch, war albern jetzt, war Quatsch. Nein, es ging hoch her, aber sie waren brav. Ne? Sie kommen dann, ne, gehen zu Fuß nach Hause. Ne? Auf halber Strecke passiert das, was jede Frau hier im Saal kennt. Ne? Auf halber Strecke fängt die eine an zu wibbeln. Ne? Die andere auch, ne? Oh, du auch? Ja! Ach, wir haben doch im Lokal gegangen, ne? Ach, du weißt doch, die langen Schlangen vor dem Klosett, Sie kennen das, ne? Sagt die eine, hast du Klopapier? Ne, du, ach ne, auch nicht. Tempos, ach was eine Not, ne? Sie kommen an einem Friedhof vorbei. Sie huschen auf den Friedhof. Gehen aber natürlich nicht an die Gräber, sondern in die Ecke, wo diese Abraumhalde der alten, vertrockneten Kränze ist. Ne? Dort hocken sie sich still. Oh. Da sagt die eine, jetzt haben wir aber immer noch kein Klopapier. Ach, sagt die andere, ich habe so eine aale Slip vom Woolworth. Ne? Der hat nur ein paar Euro gekostet, ich nehme den. Ne? Ausgetrocknet, abgeputzt, fortgeschmissen, alles klar. Sagt die andere, nein, meine Liebe, das kann ich nicht machen, du. Meine hat über 70 Euro gekostet, reinste Seide. Nein, das kann ich machen.
Aber guck mal hier, die alten Kränze. Ne? Och, ich nehme einfach hier so eine alte Kranzschleife. Abgerissen, abgeputzt, alles klar. Am nächsten Tag treffen sich die zwei Ehemänner. Sagt der eine, hören Sie, unsere Frauen hatten aber eine tolle Weihnachtsfeier, wa? Sagt er, wieso? Ja, sagt er, meine kam im Blecken hinter nach Hause. Sagt der andere, was soll ich denn sagen? Meine hatte eine Schleife in der Unterhose. Da stand drauf, vielen Dank, der Männerchor. Die Jugend ist ja frech geworden. Das haben wir haben das ja früher nicht gekannt. Widerworte und so, ne? Furchtbar. Zum Beispiel kommt ein Junge zum Papa und sagt, Papa, kann ich eine Taschenlampe haben? Sagt er, was willst du mit einer Taschenlampe? Och, sagte, wir wollen uns heute Abend mit der Clique treffen im Stadtpark. Bisschen knutschen und so. Sagte, dafür brauchst du keine Taschenlampe. Wir haben früher auch im Dunkeln geknutscht. Ja, seht ihr, so sieht die Mama ja auch aus. Treffen sich zwei Gänse. Sagt die eine Gans für die andere, spiel mir das Lied vom Tod. Sagt die andere Gans, Sankt Martin, Sankt Martin. Was Sie nicht wissen, ich bin von Hauptberuf, bin ich katholischer Diakon. Ja. Und in dem Lied, was ich gemacht habe, ist nun mal in dem Text das ein oder andere Wort, ja, ein bisschen sauisch, ja. Ja, ich sagte, Herr Generalvikar, habe ich gesagt, ich habe ein Lied gemacht für Fastelovend. Ja, sagt er, sing es. Sag ich, kann ich nicht. Sagt er, warum nicht? Ich sag, das ein oder andere Wort, ein bisschen sauisch. Ja, sagt er, kannst es nicht singen. Ich sag, das ist aber ein schönes Lied. Sagt er, hör mal, bevor du mir mit diesem Scheißlied auf den Wecker gehst, singe es, aber wenn du in dem Text an ein solch unschamhaftes Wort kommst, dann ersetzt du das einfach durch Lala. Ich sage, General, Fakir, das is es. Ja, kannst du das jetzt singen, ne? Pass auf. Also, das geht so. Uftata, uftat. Ich traf mal eine Frau und la 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 la. Tünnes geht durch Köln, hat ein Gebetsbuch unterm Arm. Güterschädel und sagt, Tünn, wo gehst du hin? Sagt ich schon in der Puff. Mit dem Gebetsbuch unterm Arm. Ja, sagte, wer weiß, vielleicht bleibe ich über Sonntag, ne? Oder kommt ein Mann zum Orthopäden und ruft, Herr Doktor, ich halte mich für eine Motte. Sagt er, warum gehen Sie nicht zum Psychiater? Nein, bei Ihnen brannte noch Licht. Ein Känguru hüpft durch die australische Wüste. Hatang, 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 hatang. Geht der Beutel auf. Guckt ein kleiner Pinguin raus, grün im Gesicht und macht Zur selben Zeit sitzt auf einer Eisscholle in der Antarktis ein kleines Känguru, friert und sagt, scheiß Schüleraustausch. Der ist auch schön. Kommt ein Skelett zum Arzt. Sagt der Arzt, Sie kommen aber spät. Sagt das Skelett, wie, ist schon zu? Kommt ein Luftballon zum Psychiater. Ich meine, allein diese Idee, ja, aber ist ja, der Witz geht ja nun mal so, müssen wir durch. Ne? Also, kommt ein Luftballon zum Psychiater und sagt der Luftballon zum Psychiater, Herr Doktor, ich habe Platzangst. Der Papst, der war ja schon mal in Köln, ja, ist schon lange her, ne? Und da hat der Papst sich damals getraut, zum ersten Mal seinen sehnlichsten Wunsch, ne? Dem Kölner Chauffeur zu offenbaren. Ne? Da hat er gesagt, mein Sohn, es ist mein größter Wunsch, einmal selber am Steuer eines Mercedes zu sitzen.
Da sagt der Ihr Vater, das ist doch ja kein Problem. Ich fahre Sie morgen früh um 5 Uhr raus, dann tun wir 2 tauschen. Ne? Ich komme auf die Rückbank und Sie kommen an Steuer. Ihr sagt, ja da, ne? Die 2 getauscht, ne? Der Papst am Steuer, Herr Jiff, jas. Herr drückt auf der Pin, auf der inneren Kanalstraße hat er 140 drauf. Ne? Wie es kommen muss, Polizei. Ne? Das arme Polizistlein lurt in der Ware. Ne? Sagt, Moment, da muss ich erst mal telefonieren. Ruft an, ne? Ich habe ein Auto angehalten, 140 km. Sagt, warum rufen Sie mich da an? Die Sache ist... Nein, sagt, das muss ein ganz hohes Tier sein. Sagt, Sie wissen, es werden keine unter... Nein, sagt er, es muss ein ganz hohes Tier sein. Ja, wer ist es denn? Sagt, ich weiß es nicht, aber sein Chauffeur ist der Papst.